Herzlich willkommen hi beim Pack-Opening op Team Letzeburg. Natürlich rum am Erik mit dem aus dem Yu-Gi-Oh! Team, den aber für Pokémon auch dabei ist, wann es sich um Evolien dreht. Aber man haut ein Tag-Sticker-Collection op. Das gibt immer ein Glaciola drüber als Promocard an als 3 Stickeren sowie 3 Perspective Evolution Boosteren, die halt dran sind, die natürlich rum den God Pack können enthalten. Da gucken wir mal, was wir haut zu sehen. So, da trappen man natürlich immer so ein bisschen mehr barbarisch ab. Es sind halt kein spezielles Geschirr für mich also durchzuwollen. Mit geht zu viel klappt ja auch so. Der Plastik fühlt sich ziemlich spöllig an, also das kriegt man eigentlich auch allkant relativ schnell abgerappt. Da muss ich nicht mal länger Scheier drin. So, dann haben wir bitte ich als 2 Boosteren. Den dritten, den hängt nachher innen fest. Zu denen kommen wir gleich. Oh, warte. Ah, ne. Doch, das kann wir zweimal die gleichen Design. Witzig. Ich würde, es wären immer die 3 Designs dabei. So, dann haben wir natürlich eine Stickerin. Die kann ich natürlich auf den Deckbox patchen oder was weiß ich vorhin. Für Evoli-Fans ist das natürlich super schön. Und dann haben wir natürlich als Promocard den Glaciola. Den schön shiny high ist. Und ich fand den Day-Card halt richtig nice, weil der Schnee so glitzert. Wie es halt auch, also Schneelandschaften eventuell kennt, wenn er so ein bisschen durchgeht und Sonne drauf scheint. Der wirkt richtig gut. Also der richtig nice Promocard. Dann haben wir natürlich als Codecard. Wenn sie will, kann sie kreieren. Den ersten das 4. Und wieso, wenn der schnell genug sitzt, kriegt er an TCG Live ein paar Shake-Karten. So, machen wir den ersten Booster-Pack ab. Und da gucken wir mal, was wir heute so sehen. Sehr gespannt. Ich will natürlich noch immer die Full Art Evolis fannen. Und wir fangen nun mal den Pinsel. Okay. Einen Black Belt. Und ja. Der Competitive vielleicht wird es Bescheid. Professor Tours Cedario, a Shaman. Bug Catching Set. Und ein Reverse Holo. Diana, die ist so cool, wie sie da leid. Deswegen will ich daran echt tun, ne? Dann haben wir ein Reverse Holo Habenberry, okay. Mal ein Pokémon-Tool als Reverse Holo. Oh, was ist das da? Wir haben Hard Flame Mask Ogapon EX. Gut, an einer speziellen Rarität. Okay, die sieht nice aus. Direkt am ersten Booster Treffer gelandet. Ich weiß noch nicht, ob die spielbar ist, aber ich denke für Sammler ist die relativ interessant. Die sleeven wir an, ich meine, der ist der Wert anzusleeven. So, dann legen wir den mal hier hin, tipptopp. Dann haben wir eine Bladenergie und natürlich die Codecard von dem Booster. Ich weiß aber noch nicht, ob der dann in-game den Moni Ogapon halt kriegt. Okay, dann der nächste Booster. Lo weiß ich natürlich nicht, ob das nur schon ein Highlight ist oder ob an den Pack auch alles kann geschehen, also dass alle 3 Packs Treffer können holen. Weiß ich gerade nicht. Wir haben hier drin also sicher natürlich noch einmal den God Pack, den natürlich Lorem nicht von Ginas. Es wäre schön so ihn zu gesehen, wenn ich so dem Lachs sing Spekulation hören oder seine Probabilität, dann denke ich, dass man das leider nicht tun. Dafür mal aber Reverse Holo Rare Lavita, cool Pokémon, wird ja auch einen großen Auftritt am Anime gehabt. Dann haben wir Reverse Holo Umbreon, also nach Tara, auch nice, da sind ich natürlich ein Fan von, das ist natürlich eine Evoli-Entwicklung. Das Knoach nach Renkeer, an der Holo-Rarität, wo ich nun nicht weiß. Und dann haben wir eine Punch-Energie, Kampfenergie. Und natürlich Codecard. Okay, tipptopp. Also bislang ein nice Set. Und dann kommen wir zum letzten Booster. Ja, das sind so Mini-Videos, ne? Da geht es nicht so viel abzumachen, aber ja, es ist halt cool, weil man dann halt trotzdem so einen Hit, so einen Schlummel trifft. Und dann gucken wir. Okay, jetzt fängt auf jeden Fall mal den Evoli an, aber bleibt sitzen. Das ist kein Pokéball-Evoli oder Masterball-Evoli. Kein God-Pack. Dann haben wir Lavitar, Hundor, das Klops,
Regigigas, okay, das ist so cool, hat man lo auch noch nicht als ein Staple an, ja, relativ interessant, die zu pullen. Dann haben wir einen Screamtail, an einen Reverse Holo, das war schon nächst, der lebt also irgendwie no. Reverse Holo, Larry Skill an Umbreon EX, an Sänger normaler Version, so eine Schlomol, aber ich fand die auch trotzdem mega schön. Oh, das gefällt mir richtig gut. Nice! Okay, da war die Sticker Collection ja gut nicht so schlecht. Man eine Stohlenergie am Hintergrund. An natürlich Codecard. Da könnt ihr mit der Codecard hoffen, dass ihr den nach Tara dann auch am Pokémon TCG Live kriegt. So. Ja, und das war dafür. Also, der Haut definitiv ein Highlight. Das ist ja ein richtig nice Tag-Sticker Collection gewirrscht. Da haben wir ja wirklich richtig heftig gecached. Die Regie bleibt natürlich am Video dann nach Preise an. Die weiß ich natürlich noch nicht mehr. Ich denke mal, dass das dort ein guter Pack war. So, Mess wird nur gucken. Die Like werden natürlich nice. Schreibt mir natürlich auch einen Kommentar, was Favorite Card an dem Set ist. Und bis demnächst.